Saubere Luft ist so wichtig wie sauberes Wasser. Sie zu atmen ist ein Grundbedürfnis und damit ein Recht jedes Menschen. Heute besprechen wir von dem Problem der Luftverschmutzung durch Feinstaub, der durch schädliche Stoffe wie Rauch, Ruß, Staub und CO2 in unsere Luft gerät. Die Bürger Mazedoniens atmen laut Forschungen an 162 Tagen im Jahr verschmutzte Luft ein. Der Durchschnittswert in den Städten ist doppelt so hoch wie erlaubt. Die Schadstoffe in der Luft können Erkrankungen der Atemwege und des Kreislaufsystems verursachen. Sie verkürzen dadurch auch die Lebenserwartung der Menschen um durchschnittlich 2,9 Jahre. Ungefähr 5000 Todesfälle pro Jahr sind auf die schlechte Luftqualität in Mazedonien zurückzuführen. Und die Tendenz ist steigend. Warum ist unsere Luft derartig verschmutzt, dass wir während des Winters meistens zu Hause bleiben müssen? Einer der Hauptgründe für die schlechte Luft sind Holz- und Kohleheizungen. Dies ist eine direkte Folge der hohen Gaspreise. Der Braunkohleenergiesektor trägt ebenfalls zu diesem Problem bei. So besitzen zum Beispiel der Bergbau- und Energieverbund Bitola, die Wärmekraft Toslome in Kičevo und die Fabrik Jugochrom keine Geräte zur Entschwefelung und sie benutzen Braunkohle mit niedriger Qualität und hoher Luftverschmutzungsbelastung. Die Autos auf den Straßen unseres Landes sind meistens alte Dieselautos ohne Abgaskatalysatoren. Jeden Winter erreicht dieses Problem seinen höchsten Punkt. Die niedrigen Bodentemperaturen und die hohen Gebäude bewirken, dass die Luft nicht zirkuliert und nicht entweichen kann. Die verschmutzten Partikel gelangen in unseren Lungen. Doch was können wir tun? Dies wollen wir in dem folgenden Interview mit Eva Karaeva, einer Studentin, die sich mit diesem Thema befasst hat, herausfinden. Ich denke, dass der Autoverkehr in Skopje ein Hauptproblem ist. Und viele Leute benutzen das Auto aus Bequemlichkeit, aber das muss ändern. Also wir sollen mehr zu Fuß zu gehen oder der Rad als ein Verkehrsmittel zu benutzen. Also in Skopje gibt es wenig grüne Plätze und deshalb sollen wir viele Bäume in der Hauptstadt pflanzen. Auf diese Weise wird die CO2-Emission niedriger werden und das ist gut für die Luft. Es gibt auch einen anderen Grund. Wir brauchen Energie im Alltag. Also wir müssen neue erneuerbare Energien benutzen, sodass die Luft besser ist. Durch die schlechte Luftqualität leiden unzählige Pflanzen und Bäume sowie unsere Gesundheit. Wenn bis 2050 nicht passiert, tötet der Feinstaub und das Ozon mehr Menschen in Nordmazedoniens als irgendeine andere Ursache. Doch wir haben noch Zeit, um dieses Problem zu lösen, aber wir dürfen nicht so lange warten. Willst auch du saubere Luft atmen? Wenn ja, ändere dein Handeln und motiviere andere.